So, ihr Pfeifen, wo habt ihr denn euer kleines Scheissebürstchen? Mann, wenn wir die Scheissebürste auf dich hetzen, siehst du aber alt aus. Sind ihr fertig? Ihr könnt euch freuen. Eure Bio-Exkursion fällt aus. Die Schulte Stratmann ist nicht da. Was? Warum denn das? Keine Ahnung. In der letzten Stunde hatten wir Bio gehabt. Und anstelle von der Schulte Stratmann ist der Rektor gekommen. Und der hat gesagt, dass sie nicht da ist und in der nächsten Zeit auch nicht mehr kommt. Also, tschüss, ihr Pfeifen, und einen Gruß an eure Scheissebürste. Mann, der Typ lügt sicher. Die verschwindet doch nicht einfach. Ja, vielleicht ist sie ja krank. Glaube ich nicht. Hey, die ist sicher mit dem Geld und dem Typ von gestern abgehauen. Woher willst du das wissen? Wieso gehen wir heute Nachmittag nicht einfach zu Ehren und fragen sie? Dann wissen wir es wenigstens. Am Nachmittag haben sie sich gerade beim Haus von der Frau Schulte-Stratmann getroffen. Hi, Kalle. Hast du alles im Griff? Hey Steff, ciao Radiesli. Hoi, Kalle. Hoi zusammen. Hast du schon eine Idee, was wir machen? Klar, wir improvisieren ein bisschen, da fällt uns schon noch etwas ein. Mann, habt ihr das gesehen? Da steht ein anderer Name auf dem Schild. Du hast recht. W. Hermann und unten dran Schulte Stratmann zweimal Leuten. Wer ist echt der Hermann? Wenn du läutest, erfährst du es. Der Friedhelm hat geläutet. Hey, die ist nicht daheim. Dann läuten wir nur einmal und schauen, was passiert. Ja, hallo zusammen. Grüezi, Frau Hermann. Wir sammeln Geld. Wir sind vom Verein für misshandelte Tiere. Jö, ist das herzig. Das ist dann toll, dass ihr euch um so arme Geschöpfe kümmert. Ich liebe nämlich Tiere. Frau Hermann hat immer weiter geschwätzt und sich über die misshandelten Tiere aufgeregt und den Tausend schön gestreichelt und gefüttert. Die Steffi hat immer darauf gewartet, dass ihr Chef endlich zum eigentlichen Punkt kommt. Aber der Kalle hat nichts dergleichen da. Wohnt bei Ihnen nicht eine Frau Schulte-Stratmann? Mama, natürlich, zur Hungermiete. Wollt ihr bei ihr auch sammeln? Nein, sie ist unsere Lehrerin. Und wir wollten sie etwas fragen. Oh, das ist jetzt schade. Sie ist leider nicht da. Nicht da? Ist sie denn nicht krank? Ja, wissen Sie dann, wenn sie wieder kommt? Also, Kinder, jetzt eins ehrlich. Aus welchem Grund seid ihr wirklich hierher gekommen? Da stimmt doch etwas nicht. Da hat der Kalle seinen ganzen Mut zusammengenommen und erzählt, was der Rektor ihnen gesagt hat.